Madame Camp, du het Wort. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, an einer Zeit, wo wir mit immer mehr gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert sind, ist es wichtig, als Verantwortung als Gesellschaft zu erkennen und Maßnahmen für die Gesundheit von unserer Bevölkerung zu unterstützen und weiterzuführen. Gesundheitspolitik ist ein fundamentales Element von der öffentlichen Politik und zählt darüber auf, die körperlich, mental und sozial Wohlbefinden von allen Bürgern zu garantieren. Eine gut strukturiert und finanzierte Gesundheitspolitik ist nicht nur die Basis für eine hochwertige medizinische Versorgung, sondern trägt auch zur Lebensqualität und zur wirtschaftlichen Stabilität von unserem Land bei. Die Santé publique, wie wir sie verstehen, ist mehr wie nur die Behandlung von Individuen. Sie konzentriert sich auf Prävention von Krankheiten, Promotion von gesundem Lebensstil und vor allem auf Förderung von der Lebensqualität für alle Bürger. Am Hintergrund steht ein ganzheitlicher Approach, bekannt als One Health, der nicht nur mit medizinischen Personen berücksichtigt, sondern auch die sozial, psychologisch und ökologische Faktoren, die es Gesundheit beeinflussen. Heute kommen wir auf eine von den größten Herausforderungen von unserer Zeit, der komplexe Zusammenhang zwischen Gesundheit, Umwelt und Gesellschaft. Eine von den Hauptprioritäten von der Santé publique ist es, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. Für die Überlastung von den Urgenzen zu reduzieren, ist es essentiell, die Unterschiede zwischen den Aufgaben von der Primärversorgung, wie Hausdoktrin und Kinderdoktrin, und den Urgenzen klar zu machen. Viele Leute sind sich nicht bewusst, dass viele Gesundheitsprobleme echter an den Bereich von der Primärversorgung fallen und dass die Urgenzen vor allem für akut und lebensbedrohliche Situationen gedurcht ist. Des Weiteren beinhaltet die Verbesserung vom Zugang zur Gesundheitsversorgung eine Dezentralisierung von der Prise en charge und auch die Reduktion von der Wartezeit bei Doktoren und Untersuchungen mit verschiedenen Apparaten. An dem Kader just Wort zum PET-Scan, wie dort schon vorhin erwähnt ist. Die Pannenfrequenz vom PET-Scan hat seit 2022 zugeholt. 3 Organisationen dürfen so sehr wie möglich organisiert und es dürfen noch Gespräche mit ausländischen Spitälern geführt. Für am Notfall Patienten zu überweisen. Bis der zweite PET-Scanner Betrieb ist, also gelohnten PET-Scan sind am 15. Oktober Betrieb, für die Wartezeit für die Patienten zu reduzieren. Der zweite PET-Scan soll im Januar 2025 in Betrieb gehen. Genauso penibel ist es, wenn eine gefehlte Ewigkeit auf die Resultate von Analysen und Biopsien werden. Das Ungewissheiten ist für viele Leute ganz schwer zu erdrohen, was ja auch ganz verständlich ist. Aber genau da wennst also das Aufgabe, die Systeme so zu verbessern, dass die gerade beschriebenen Probleme, und das sind sie bei weitem nicht alle gut, mehr gelöst müssen gehen. Pflegepersonal ist die Basis von unserem Gesundheitssystem. Und doch stehen sie mir für eine große Herausforderung, den Mangel an qualifiziertem Fachpersonal in der Pflege. Für das Ziel von über 3.800 zusätzlichen Firmen zu erreichen, misst Lützeburg rund 600 Jahre ausbilden. Momentan gehen aber nur maximal 100 Jahre formiert. Das ist ein Abstand zwischen dem Besuch und der Realität, weist auf den alarmanten Situation hin, die Weiterhandlung verlangt. Es ist klar, dass wir nicht machen, den Mangel an Pflegepersonal ein seriöse Gefahr für unser Gesundheitssystem wird sein. Es ist positiv, dass das Jahr der Bachelor en Sciences Infirmières, Infirmier responsable de soins généraux, ob der Lützeburg angefangen hat. Des Weiteren sollen die Professionellen am Gesundheitssektor von administrativen Opfern entlastet gehen, sodass sie mehr Disponibilität für die Patienten haben. Es gibt im Moment 23 verschiedene Gesundheitsberufe zu Lützeburg. Es muss mehr Leute an diesem Berufsfeld ausgebildet gehen. Und es ist auch wichtig, dass wir die junge Generation motivieren, sich für diesen Beruf am Gesundheitssektor zu interessieren, indem wir das Bild von diesen Berufen mehr positiv stärken und neue Ausbildungswege entwickeln. Lützeburg hat 3,0 Doktoren pro 1000 Einwohner, was 23% unter dem Durchschnitt von der Europäischen Union am Jahr 2019 liegt. Bis 2030 wird Lützeburg dem Plan National de la Santé noch
rund 1200 zusätzliche Doktoren brauchen. Für Doktoren müssen wir über eine Ausweitung vom universitären Programm zu Lützeburg nachdenken, besonders durch die Aufführung von einem Masterstudiengang. Wir wollen die Attraktivität von unserem Land als Standort für Innovation und Forschung stärken, für die Zukunft von unserer Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Der Hausdoktor spielt eine zentrale Rolle und bleibt der Kehrpunkt von unserer medizinischen Grundversorgung. Hier ist für den Patienten eine unverzichtbare Vertrauensperson. Mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Wir setzen uns für eine gestärkte Unterstützung fundamentaler Gesundheit und mit dem Fokus auf Prävention, Enttabuisierung und Betreuung von Personen, die Mentalhilfe brauchen, an. Das ist ein wichtiger Schritt, für mehr Respekt und Verständnis in unserer Gesellschaft zu schaffen. Ein weiterer Akzent muss auf den Ausbau von der Formation im Bereich fundamentaler Gesundheit gemacht werden, auch besonders für die Professionellen. Eine andere zentrale Mesure ist die Promotion von einer gesunden Lebensweise. Es muss mehr an die Prävention von Krankheiten investiert werden, an dem die Bürger encouragiert werden, gesund Ernährungsgewohnheiten umzuholen und sich mehr zu bewegen. Initiativen wie Kampagnen gegen den Tabakverbrauch und den Alkoholmissbrauch sind immens wichtig, weil Prävention als Schlüssel für die allgemeine Gesundheit in unserer Gesellschaft zu stärken. Das Hauptziel von der Prävention ist es, die Leute zu unterstützen, so lange wie möglich gesund zu bleiben. An einer effektiven öffentlichen Gesundheitspolitik spielt Prävention eine entscheidende Rolle, weil sie dazu beiträgt, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Ein gutes Beispiel hierfür sind Programme zur Früherkennung von Brustkrebs und Darmkrebs, die schon etabliert sind. Seit dem 1. Juli ist es zu Lützeburg möglich, dass alle Personen zwischen 45 und 74 Jahren systematisch angeladen wird, für an diese Programme teilzunehmen. Das ist ein wichtiger Schritt für die Gesundheit von unserer Bevölkerung, aktiv zu fördern und das Risiko für schwere Krankheiten zu reduzieren. Wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass Präventivmaßnahmen das Risiko für die Entwicklung von Krankheiten signifikant reduziert. Beispielsweise kann die Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographieexamen die Wahrscheinlichkeit von der Krankheit reduzieren und Chancen auf eine vollständige Genesung verbessern. Das demonstriert, wie eine proaktive Haltung zu der Gesundheit einen positiven Impact auf die Lebensqualität hat. Dabei ist es wichtig, dass Maßnahmen und Initiativen in Erhalt gehen, für die Partizipation und diese präventiven Examen an dem Depistage zu erhöhen. Santé scolaire. Santé scolaire hat einen ganz wichtigen Platz, wo es darum geht, präliminär pädiatrische Examen für die Risiken von Krankheiten oder psychische Probleme bei Kindern früh zu erkennen. Santé scolaire muss gestärkt gehen, mit dem Ziel, eine konsequente Prävention und eine frühe Diagnostik zu garantieren. Santé scolaire soll auch mehr Wert auf Wohlbefinden von den Kindern legen. Alle Jahre profitieren über 50.000 junge Leute von den medikosozialischen Services, die durch das Land angeboten gehen. Ziel von der Santé scolaire ist es, die bestmögliche schulische Gesundheitsbegleitung zu schaffen. In den letzten Jahren hat das Gesundheitssystem eine erhebliche Transformation durchgegangen, die durch die fortschreitende Technologie und Digitalisierung bewirkt wurde. Es ist wichtig, dass wir Vorteile, die diese Transformation mit sich bringt, maximal nutzen, während wir auch die Herausforderungen, die mit dieser Veränderung hier gehen, umgehen. Lützeburg braucht eine kohärente Digitalisierungsstrategie, die ermöglicht eine verbesserte Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren. Den DSP muss optimiert gehen, aber auch mehr konvivial gehen. Des Weiteren ist es wichtig, dass Gesundheitsdaten dem höchsten Sicherheitsstandard erleihen. Ein funktionierender DSP trägt zu einer besseren Prise en charge vom Hausdoktor bei. Die Santé publique ist nicht nur eine Frage von Individuen, sie ist eine gemeinsame Verantwortung. Lützeburg steht für große Reformen an der Gesundheitsversorgung, die nicht nur von den Besoins der Bevölkerung getrieben sind, aber auch vom Wunsch, die Lebensqualität und Gesundheitsstandards zu verbessern.
Prävention, holistisch Versorgung a gesund Lebensweisen werden Kehrpunkten von der Zukunft sinn. An de Fortschritt an der Digitalisierung wird eng entscheidend Rolle spielen, für das Ziel zu erreichen. Ein großes Merci.